Hebben te beten. Himmlische Vater, wir danken dir, dass du hier bist. Wir freuen uns, dass du mit uns bist, hier in dieser Stube, in diesem Gebiet. Und wo immer wir sind, dass du alle Wegen bist und wo immer wir hingehen können, du bist. Das ist unmöglich für uns. Erst wir Hand heran, erst wir Hand fahren, erst wir Hand gehen, erst wir am Leben zu sein, wie du nicht bist. Und da freuen wir uns zu. Du siehst alles, du weißt alles, was wir tun, was an uns hart ist. Und da freuen wir uns zu. Und Dankeschön, dass du uns rauben lässt, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön für das Land, wo wir können leben, so friedlich. Und auch viele Dinge sind, was wir gleich mal anders spielen. Und auch im Vergleich mit anderen haben wir das so erscheinen. Und da danken wir dir für. Wir beten für die Jugend von denen und sie noch einen Tag Botschaften haben und Gemeinschaft haben. Und so wie das dort, musst du mit uns sein, musst du ihre Horten halten, Weg zu merken. Beten, dass du mit der Landes wirst sein, wenn er reden wird, musst du mit seinem Geist anfallen. Er kann stark dort reden, was der Reden fehlt und was du was geredet hast. Was er kann halten in so sein es die Bibel lehren hat. Und das ist mein Gebet für mich selbst. Ich bete, dass du mich wirst den Zweig halten und uns alle taub halten. Die besser zu verstehen, den Wort besser zu verstehen und ehrlich sein, uns Leben für die Hand zu geben. Und dass du für uns hast und für uns untereinander. Wir beten für ihn, sehen auch, ob alle, die krank sind, musst du alle nur sein, musst du Ruhe geben, musst du trösten, musst du stark merken. Und wir beten auch, dass die uns Heilung geben. Wir beten auch, wenn wir mit der Welt umgehen, mit Menschen, die sich sehr Ängsten tun, oder sich nicht rot weiten. Wir beten, dass die uns halten, ein Vorbild zu sein, helfen uns ein Zeugnis zu sein von Glauben und von Leben in Mitleid. Wir beten, dass du an uns und man kann sein. In Jesus' Namen. Amen. So, erscheint. So, wir haben von der verschiedene schöne Dinge und denken. Manchmal mir so verschieden, wenn ich soll reden, und so ich will nicht zu lang von mir reden, aber ich freue mich, wenn ich für den beten und was soll das wird verbringen, vorher und auch nur her. Mir hat manchmal so, Montag ist mein schwanderer Tag, ist Sinn und Bild, dann kommt der Feind an mich und sagt, das, was du siehst, das hält nicht an, und das, was du siehst, das wir alles, merkt er alles zwei an mich. Und vielleicht soll es auch manchmal das dort sein, weil ich euch von euch nehme, dass ich manchmal, dass wir dann soll besser sein und besser tun und so wie das dort. Und aber ich freue mich auch für jene besser um Montag. Und mein Ding, bei dir, die Bibel hat sehr viel für uns, die Bibel hat sehr viel Kraft für dich und auch für mich. Die Bibel ist für uns geschrieben und die Bibel ist Gott sein Wort. Kraft für uns. Und so an der Bibel, wo wir Dinge finden, was uns wollen halten. Ich weiß nicht, was du Kraft durchgehen ist. Some Dinge gehen wir alle rein durch, nicht? Some von den Dingen, was wir die letzten 2 Jahre gedreht haben, niemand will sagen, 2 Jahre, 1,5 Jahre, was immer. Weil wir nicht, vielleicht weil die von dort reden. Und alle da waren wir nicht, aber wir sind auch in der Jahr vielleicht noch Dollar sagen, dass wir können Klarheit kriegen, alle taub. Das weiß ich nicht. So, some Dinge weit wir, was wir alle von euch rein durchgehen. Und dann haben wir auch noch andere Dinge, was wir anders durchgehen, ist, was wir antworten, das andere tun. Und auch wenn wir taub reden, auf einmal, wo wir an, nach den anderen, so kriegt sie mir das auch, aber das ist das hat. Das ist heute mit dir und das, oder das ist das, oder vielleicht habe ich ernst sein, aber wieder nicht. So, auf einmal, wenn wir taub reden, das ist
tot het goed is, Gemeinschaft haben und te zeugen, und so wie das dort. Und dann kann wir lernen. Und so das ist Gott sein Wort. Er hat ein Wort für uns. Und wenn wir in Gott sein Wort nachdenken, und das Bruder Uschmattalen, wenn wir von Horten Gott sehen, und wenn wir mit den Sachen die Bibel aufmerken, dass wir von Horten nur Gott sehen, dann wird Gott zu uns reden. Das meine ich nicht, dass er wird an der Stimme zu uns reden. Das ist das nicht erst. Aber er wird uns das klar merken an uns Hort. Und du wirst mit einem Verlangen nur Gott sein Wort aufmerken, dann wird er dir das klar merken. Das glaube ich. Ganz fast ist das bei mir schafft. Und ich glaube bei dir, und ich glaube auch, das stimmt, was es die Bibel wird lehren. Ich weiß nicht, dass er so wird Krieg an der wieder dort sein. Aber wenn wir nur Gott sehen, dann wird er sich aufmerken zu uns, er wird sich offenbaren zu uns, und er hat uns sein Wort gegeben, dass wir sollen von ihm lernen, dass wir sollen wiederkommen in uns Leben, dass wir sollen zu mehr Verständnis kommen, aber nicht bloß zu mehr Verständnis, aber dass wir sollen zu einem stärkeren Glauben kommen. Das ist noch ein Unterschied von Verständnis. Ich gleich Verständnis, ich gleich Dinge zu weiten, ich gleich über Dinge zu grabeln. Und gleich viel zu lesen und viel zu horchen, viel zu hören, wo denkt Jana daran, wo denkt dieser daran und wo ist es dann, das gibt mir Schein. Dat braucht mich keiner sagen, dass ich das soll tun. Und das ist Verständnis abbauen, Knowledge abbauen, aber Glauben, das noch das wird. Zum Glauben haben braucht das nicht so viel Verständnis. Und so, die Bibel würde lernen, wenn wir schon von weltliche Verständnis, wie Gott nicht band ist, das kann uns ab rechter Stechen abführen, sogar. Und damit wir über klar haben, dass alles, was so ist, das kommt von Gott. Es kann nicht, wer das sagt, wenn das so ist, dann kommt das von Gott. Man so ein Ding über die Natur, for example. Some würden sagen, dass Gott nicht ban. Gott ist alleweg ban, wo die Wahrheit ist. Und über das viel steht noch falsch und manche reden, und das ist, wo die Challenge dann kommt. So, weil wir Gott sehen wird, am Glauben nachdenken, weil wir dort am Glauben an uns anwenden und am Glauben leben. Und das ist, wie uns Challenge fangen ist. Dort wir versuchen, nur menschliche Verstand, nur menschliche Weisheit zu gehen und an den Glauben uitlaten. Und dort, wenn wir an denken an Glauben haben, dann meine ich, dass wir dann sagen, dass Verständnis und Weisheit in Wissenschaft, Knowledge uitlaten, aber das ist nicht das, was ich denke. Und Gott raubt uns zu, am Glauben zu gehen. Und Glauben kann wie nicht Gott gefallen. Da braucht Glauben, an Gott glauben, da braucht Glauben, mit ihm zu gehen. Und da braucht Glauben, stehen zu bleiben. Wenn wir nicht Glauben haben, dann können wir arm in uns leben, in uns geistliches Leben. Und dann hier wir auch mit was und so, da braucht Glauben. Ich muss das glauben, ich kann das glauben. Das ist nicht, dass ich das muss glauben, ich muss das glauben, aber ich kann das glauben. Wir haben alle die Freiheit, die Anladung zu glauben, dass Gott mit uns ist und er wird immer mit uns sein, so ich erst von reden darf, und er wird immer, in was ich fertig habe, er wird immer an uns schaffen, was wir bei ihm sind. Und dann können wir das glauben, so scheint es dort was sein. Und so das ist Glauben. Und wenn wir in schwere Tiden sind, dann braucht das auch Glauben. Das ist wie manchmal in 1. Petrus lesen. Ich will Ihnen gleich in der Vers von dem war fertig lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 sagt es, das luft Gott unseren Herrn Jesus Christus, sein Führer, wills sein Mitleiden wir so groß, dass er uns nie geboren hat zu einer lebenden Hoffnung, dadurch, dass er Jesus Christus vom Tod abwirkt. Gott hat uns eine neue Hoffnung gegeben, eine lebende Hoffnung. Und ein Aufgabe, das nicht verkommen, vergonnen oder verwelken kann, dort für uns am Himmel bewahrt wird. Gott hat uns Aufgabe am Himmel und er bewahrt das für uns, wenn wir im Glauben sind. Und Gott an seine Allmacht wird nur sein, dass je durch sicher ankommen wollen und das Heil kriegen, willst je an Jesus glauben. Nicht willst je alles verstehen, nicht willst je alles weiten, nicht willst je alles haben vollkommen gemerkt, willst je an Jesus glauben. Willst je glauben haben an Jesus. Deswegen wird Gott nur sein, dass je wollen dort ankommen, wenn je im Glauben sind. Weil wir müssen von deren im Glauben sein.
Mir hat das manchmal so gegangen, ich wünsche, ich kann mein Glaubensleben und mein Anfang vom Glauben Charakter ausleihen. Ich vertelle unsere Kinder, wo ich zum Glauben gekommen. Hast du das mal getan, die Kinder vertellen? Vielleicht ist das einträchtig. Some von uns haben das noch einmal getan. So, ich sage, some von uns, ich weiß nicht von der Söhre nicht, aber ich sage es. Vielleicht hast du noch einmal. Das ist, was ich gemeint habe zu sagen. So, ich vertelle das letztes nochmal und so, dann fühlt ich mich so, man, die Geschichte, das ist so, ich wünsche, das kann ich klarer sein, dort kann ich klarer sein, aber something kann ich so klar sein. Einige Gott kann klar sein, ich habe von denen in Glauben an Jesus. Und ich weiß, dass er es mit mir und an mir kriegen don't, was deine Experiences von der Vergangenheit sind, was du sind du von denen am Glauben an Jesus. Und so, ja, wir sind gläubig, ich und du. Und so, das ist, was er brauchen hat. Wir sind am Glauben an Jesus, von denen. Und das ist, was wichtig ist, dass wir jeden Tag am Glauben sind, uns Glauben abbauen. Und wenn wir im Glauben sind, da wollen wir nicht so leicht von dort kommen. Und so Gott sagt, wenn wir an Jesus glauben und wir an Jesus sind, wie wird nur sein, dass wir sicher worden dorthin kommen. Da werden sagen, die Frau, wenn die hier auch nach ein Stückchen durch Lieden gehen machen. So, jetzt durch Lieden durch. Diese Proben kommen immer jünd zu sein, wo echt und wo stark jünd Glauben ist, so dass Gott durch dem Vier geschickt wird, dort Terrain in zu sein, wo echt das ist. Jünd Glauben ist, wie Gott viel mehr wird als Gott. So wird jünd Glauben, wenn die Probe besteht, jünd viel Herrlichkeit geben, in die worden, geehrt und gelobt worden, wenn Jesus Christus kommen wird. So, er redet von, in der Vers, lernen uns so klar, die sprechen uns Motto, Glauben zu sein. So, was helpt uns, Glauben zu halten? Die wichtigste Berufung, was ich in die Hand, das ist, mit Gott zu sein, mit Jesus zu sein und am Glauben zu sein. Kein Wort von der Mission wir alle tun, krijg sind von Dienst wir alle für Gott tun. Krijg nun wir Draht wir mit der Familie sind, krijg nun all das Gute, was wir tun in der Überschaft, in unsere Geschäften, was immer Gott uns zu berufen hat, das ist für uns alle verschieden. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns Glauben aufrecht halten an Jesus. Das ist das Wichtigste. Wenn ich die dort auf einmal abhören, was hat alles ever getan? Dan wordt het ontvangen ook dreig en larig te zijn. Niet? So de vrouw is dan doe ik dat. Hoe ik mijn geloven oprecht? Mir hat manchmal so gegangen, okay, naja, und es war mein Turn zu predigen, okay, so was wir predigen, so wenn ich nicht leben ich im Glauben sein, was halt die Predigt dann? Nicht. Wenig. Ich hoffe, wem sagt, wem würde was halten, mir halte nicht, und ich glaube, Gott halte auch wenig. So, das ist, was ich meine, so, für mich ist das wichtigste Ding. Das ist mir in der letzten Zeit wichtig geworden, oder wichtig geworden, soll ich sagen, dass dort mein Glauben aufrecht halten, lebendig halten, als wichtiger als all die anderen feine Dinge, was ich tue. Merkt das an? Das ist für die Praxis dort. So werden wir uns da bekommen. So, wo kann wir uns Glauben lebendig halten? Wo kann wir überwinden? Wo kann wir stark sein am Glauben? Und das lehrt die Bibel auch klar. In Offenbarung 12, glaube ich, erst dort, wenn ich das reich nur gecheckt habe. Openbaring. Ja, Openbaring 12, Vers 11. Ich kann mich hier verbiesten in meine Bibel. Da sagt das steht in Vers 10, hier dazu ab. Da redet wenn ihn verklären, die Brüder Tag und Nacht verklären für Gott. Er sagt, wo sie haben überwunden, Vers 11, sie haben durch das Lamm sein Blut, und das Wort, wofür sie anstanden, über gewonnen. Und an wir das bat Tod, nicht ihr Leben zu tun. Okay, so 3 Dinge.
was da wichtig sind, um uns Glauben aufrechtzuerhalten, was wir müssen frisch halten. Und das Lamm sein Blut. So die Frau ist, hast du das klar, dass Jesus sein Blut für die jährlich ist? Dass Jesus sein Blut für die genug ist? Dass deine Sünden betont sind? Hast du dort frisch an die? Glaubst du dort noch immer? Der Fehler, was du gemerkt hast, Luther Tiet, ist, kannst du dort glauben, dass Jesus sein Blut über dich auch ist? Das ist ein von den Dingen, die wir uns Glauben aufrechterhalten. Wie das klar haben, wie das weiten, wie das glauben. Ja, Jesus ist genug für mich. Jesus sein Blut hat meine Sünden betont. All meine Sünden, nicht bloß some. All meine Sünden sind alle betont. So, wenn die alle betont sind, dann brauche ich dort nicht mal über sagen, überdenken, nicht? Das ist ein Ding, die wir uns Glauben aufrechterhalten. Wenn die dort was glauben, wenn die dort glauben, dann bist du am Glauben. Stark am Glauben, dat wil je was überwinden, dat vaststellen, dat is wat het gaat in Christus te zijn, dat is wat het gaat een kind Gottes te zijn, stark am Glauben te zijn. Dat handelt zich om Jezus en zijn Seiligkeit, zijn prijs voor ons, wat hij getold heeft, is om Kreuzchen deuten. En zo daar heb ik helemaal te veel van dat reden, dat moet we frisch zijn, dat moet we klar zijn, dat is wat het gaat. Ik ben vergeeft, ik ben een kind Gottes, wegen Jezus. Wenn er mich betont hat, er hat mich gekauft mit seinem Blut. Das nächste ist, in das Wort, wofür sie anstanden. Okay, so das ist das Wort. Auf Englisch sagt das alles, so das Wort, was wir sein, ein Zeugnis, was wir sein von Gott sein Wort. Hier redet alle, das für die Bibel anstehen oder Gott sein Wort anstehen. Und ich versuche das ja taub zu nehmen, dass das Salzie ist und was das Salzie. Und du wirst stark sein an deinem Glauben. Und du wirst deinen Glauben lebendig halten. Und du wirst in wahrer, brennender Glauben zu haben. Da musst du von denen reden. Da musst du von denen anstehen. Und ich kann mal von deinem Glauben reden, ich kann mal zeugen, dann wundert dich nicht, dass diese Falls du schlafst. Das ist ein Ding, was du nötig hast, um uns Glauben wacker zu haben. Dat meint dat Mühl opmerken en van ons Glauben te reden. Van Gott zijn Wort te reden. En dat helpt ons. Als je niet mitstehen, die hast het manchmal gedaan. Redst davon, bevallst die nu her. Wanneer je gezeugt hast, is hier bij de kerk, oder bij de arbeid, oder thuis, oder über WhatsApp, hast je gezeugt van die Glauben. Bevallst die nu her. Vallst die gestorkt, niet? Dat brukt dat toen dat we ons Glauben wat stark zijn. So, das ist nicht, dass die Bibel nicht zu uns reden wird. Die Bibel redet so klar zu uns, dass wir das manchmal nicht verstehen. Die Frau ist da, als wir willig sind, da nur zu gehen, ist das, dass er nicht zu uns sagen wird, was wir sollen tun. Das ist ein anderes Ding, vielleicht wird er nicht so klar sein. Und du wirst stark und brennend an den Glauben sein, dann red davon. Red von Jesus, red von der Bibel, red von was Gott für dich getan hat. Red von was du fertig hast, und was du stark machst. Zu unseren Kindern, bei der Arbeit, und bei der Kirche, das sind viele Städten. Das hat eben abgeschrieben. Wenn du für dich selbst, triffst nicht viele Menschen, schreib dir ab, was du gelesen hast. Schreib dir ab, was du dir überdenken hast. Und was die halten, stark zu sein. Und das rüberbringen das, was dein Glauben ist, was du verstehen hast von Gott, was dein Zeugnis ist. Ja, das rüt, und was die stark machen, und was die halten zu überwinden. Das andere ist, und wie das, was Dood nicht ihr Leben zu tun. Und das ist eine Probe, wie nicht so hart non dran, mit diesem Titel. Wir tun nicht, andere Christen sagen, wir tun. Aber wir haben auch Proben, wo wir sich fragen, dass ich wirklich Gott seine Wege nur zu gehen, oder nicht. Und das ist manchmal eine Frage, aber da wir das nicht, weil wir wohnen in einer Gesellschaft, wo die Freiheit gibt, christlich zu sein. Wenn wir in einer Gesellschaft wohnen, und some von jenen haben in so einer Gesellschaft gewohnt, wird das nicht Freiheit, wie Jesus nur zu folgen. Ich glaube, ihr könnt das viel klarer verstehen, vielleicht ist was ich kann, auf dem Deibra war ich. Was das meint, was Dood nicht, zu tun sein in uns Leben. Aber hier, wo wir von der uns sind, haben wir aber auch Proben.
En dat heeft ook met dood oder leven te doen. Voor wem schaf ik? Waar ga ik nu? Voor wat leef ik? Voor wem leef ik? Zijn ik wellig hand te geven voor Jezus? Zijn ik wellig wat te proeven voor Jezus? Zijn ik wellig God gehoorzaam te zijn? Zijn ik wellig die dingen te doen wat ik weet dat God wil te mij gaan? Al die dingen wat ik niet meer weet wat God wil van mij gaan, waar we die voor nu dan moeten zien zaten, maar waar we aan die dingen denken wat ik klaar weet wat God wil gaan, kom ik dat nu? Wanneer ik dat niet wellig zijn te doen, dan wordt mijn geloven zwak worden. Wanneer ik niet wellig zijn die dingen te doen wat ik weet dat God wil gaan, dan zal ik me niet wonderen wanneer mijn geloven zwak is. Ja, dat sens. Wanneer ik wellig zijn, heb te offeren. Kijk nu, dat is het als zin opstaan, is het als, wat allemaal die dingen zijn. Het kan verschillende dingen zijn, vielleicht roopt God mij te eerst wat. So, wanneer ik niet een ander weet, würde vielleicht dit kan zijn, wanneer ik niet een weljet hart heb, God geen eeuw, wat mijn geloven zwak wordt. Wanneer mijn hart wellig is, mijn hart ganz van hart en God nu zegen. Dat wat mijn geloven opbouwen, wat mijn geloven stort met, en wil stolz naar de mensen wat God kijken dat. De Bibel zegt dat God wordt zich sterk bewijzen aan zijn mensen, wat er wellig zijn, om gehoorzaam te zijn. So, die vallen, dat in geloven zwak is. Hier hebben we 3 dingen, wat het klar zijn dat is dus we worden überwinden. Jezus zijn bloed, dat woord, de Bibel en aanstaan voor ons geloven, oder reden van ons geloven, en ons leven wendja achten als God zijn woord en God zijn wil. Dat is een part daarvan. En dat andere wat mij aangaat van te reden, dat we aan Römer 8. We hadden 4 zin nach de laatste kapitel en ik heb wat mes tegenander te wem ik wat al gereed han. Maar Römer 8, het eerste part van het kapitel, heeft een schöne Vers voor ons. En daar waar we een beetje aankijken. En dat je het krijgt op met dit wat we groot van reden doen en wat we van de ons smarts aan denken doen. Dat is, waar we in Jezus zijn, in ons geloven. Leven we nu in Jezus nu? Leven we nu ons verstandnis nu? Leven we nu wat de wereld verlangt van ons? Leven we nu wat ik mezelf eigen beeld heb? Mijn verstandnis wat ik me opbouwen doe? Leef ik nu God nu? Römer 7 beschrijft God zijn Jezus en dat Oude Testamentliche Jezus. En dat Jezus wat hij ons am Horten aangeven dat. En dat Duitse vielleicht van dat opgeschrevene Jezus van het Oude Testament, wat ze zal nu komen. So dan de vraag is, wer komt dat nu? Wer is dat nu gekomen? Komst du dat nu, en God zijn Jezus nu te leven? En ik geloof, wenn du oprechtig bist, dann wirst man sagen, nee, du bist das nicht nu gekommen. En da weet ze ook, een van mijn, ik kan manchmal schwere delen. Een van mijn schwanste delen wat ik mal had, dat is alleen jaar 3. Dus ik dat op eenmaal aanzag, dat ik weet, ik had geen hoop niet, nogmaals, God zijn Jezus nu te komen. Ik voelde hier, maar zoals ik zei, ik kon keinmal zo weit komen dat het niet meer alles had raar gemerkt. En zo vielleicht heeft hij dat ook nog mal de stad gegaan. Römer 7 beschrijft dat, krijg bij ons dat dan gaat. En ons dat de stad gaat. En wie van harten willen dat rechte doen, maar zoals ik zei, dat kan dat niet volbrengen. Dat schafft niet. Kan keinmal wat er komen. So meint het dan dat God zijn wil, oder God zijn Jezus schlecht is? Nee, dat meint niet. God zijn Jezus is goed. Maar dat God zijn Jezus leert ons, dat ons dat nog ons is wat veel en dat is plus een opgeschreven wat we zullen. Dat leert ons plus dat we dat niet kunnen. En wat dat zal doen aan ons, dat is een zeer zware ding, wanneer ons het staat gaat. We willen dat rechte doen, maar we zijn het aan wie haben das nicht immer und wir tun nicht immer und wir können auch keinmal ganz. Wenn wir in der Zukunft kijken,
wir kennen uns selbst, mit was wir strugglen dann. Und ich kann gar nicht sagen, na, man, ich bin nicht, wann wollte nicht mal das ganz überwunden. Na, some Ding habe ich all, das weiß ich, da kann ich sein, vielleicht. Man sagt so, man, das ist immer was Frisches. Und vielleicht sagt hier auch Erswer, vielleicht hört der Erswer, wer da mit das selbst immer strugglen, das haben. So, dort kann die Tod merken, dort kann die Möglichkeit merken, wenn die den Zweig leben das, wenn die dort den Zweig jet. Bitte ein Ding. Bitte ein Ding. Wenn du die dort lässt, nach Jesus bringen. Wenn die dort lässt, nach Gott bringen. Weil es Gott hat der Antwort. Er hat die Größte von gehört. Jesus sein Blut. Das bedeutet unser Sinn, das bedeutet unsere Schwachheit, das bedeutet uns. So, wenn wir dort gesagt nicht nur gekommen sind, dort soll uns dort gesagt, so als uns nur Jesus bringen. Und Jesus hat die Antwort und er sagt, kommt nur mir, wenn du schwurbeladen bist. Ich will die Leben geben, ich will die erquicken. Und so, wenn wir dort auf einmal tun, dann auf einmal haben wir Glauben, und sind wir erfrischt an Glauben. Und bei mir weit wir dort, weil das ist nicht nötig, dass ich das wo alle selbst haben könnt, man ich gern will. Ein Teken von einem Christ ist, dass der gern will dort tun, was Gott will haben. Ist das nicht so? Ein Christ will gern dort tun, was Gott will haben. Und so, wir haben Jesus, das vorig mehr. Und Jesus sagt uns, Jesus hat unseren Sinn betont. Und da ist das schöne Ding, so dass Jesus, das soll uns nur Jesus wiesen. Wenn das Jesus die nicht nur Jesus bringt, dann hast du ein sehr schweres, düsteres Leben. Aber wenn die das Jesus nur Jesus bringt, einmal für dein ganzes Leben, wenn die dir bekehren das, wenn die dir mal die Hand geben, am ganzen Mund nur Jesus Hand geben, das ist das große Ding. Und dann nur jeder Tag das frisch holen, nach Jesus gehen. Nach Jesus gehen mit deinen Schwachheiten, mit deinen Tekortkommenheiten, am nur Vergebung fragen, am nur Halb fragen, am Glauben sein. Und dann bringt Ludwig das Jesus uns nur anbringen. Und wenn wir anfangen, nur Jesus zu checken, dann fängt er an uns zu schaffen, die Dinge, was fehlt. Er fängt uns an stark zu merken. So das ist das, so das ist schwer zu sein, kriegt, was er schafft. Wenn ich versuche, an meine eigene Kraft allein Gott sein Gesetz nur zu kommen, das ist ein sehr schweres Leben. Das ist die Wahrheit. So, lass die dort nach Jesus bringen. Wenn dir fehlt, dass die muss es am Hand geben, dann dort. Wenn du das all hast, und du das vergessen hast, oder hast und stört nicht, oder das Ding, dann go von der auch nach Jesus und hol das frisch. Und check was an der Hechne an. Das ist was das fehlt. Vers 24 sagt er dann, Kapitel 7 sagt, wer wird mir elendet Wrack von den Dödjen Körper frei machen? Römer 7 redet so ja klar von den Sinn, das Gesetz, das Schwert, was wir nicht kann nur kommen, dort wird uns rauftragen, was uns von Gott vortragen, das ein Dödjer Körper, das ist von wir ja, das hielt sich gleich schön, wenn ich mal an denken, aber ja, das ist ein Dödjen Körper an uns eingeteilt als ein anderer wird. Das was schleicht, das ist dies dann ist. Ich glaube, dann wird wir alle von was ich reden da. Wer wird mich frei merken von dort? Sagt das. Elendet Wrack. Wenn ich dort hingerangehe, dann fällt sich das. Hast du mal einen Tag gehabt, wie sich das nur ein elendet Wrack fallen wird? Plattdeutsche Bibel gleich, der redet so klar. Wer wird mich elendet Wrack von den Dödjen Körper frei merken? Gott, dank wieder dafür durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist was Vers 25 sagt. So, wenn du nur Jesus jetzt, du glaubst, dass er deine Sinn betont hat. Du glaubst, dass er für dich ist. Und die nimmst ihn an, die fängst an für ihn zu zeigen, dann wirst du bald antworten, dass das elendet Wrack hat viel weniger Kraft über dich. Wenn wir an Jesus sind, dann sind wir nicht mehr verdammt. Und das ist, was Römer 8 sagt, und das wird wir haben wollen. Römer 8, Vers 1 sagt es das. Wenn wir nur an Jesus sind, das seht ihr groß, wird ja wie von das Elend loskommen. Das seht durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn wir Jesus annehmen, als uns Herrn, als uns Heiland, am Glauben, wir glauben, er hat uns betont, dann können wir Römer 8, Vers 1 lesen. Und da sagt es das.
dann ist nu nicht mehr zu verdammen und die in Christus Jesus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber so, als der Geist das verlangt. Okay, hat sie die erste Line gehört, was ich lesen habe? Da ist nu nicht mehr zu verdammen und die in Jesus Christus sind, die nicht so leben, als das Fleisch verlangt, aber als der Geist das verlangt. Das ist ein schönes Wort für einen Christ. Und du an Jesus bist, du Jesus hast angenommen, sein Blut über die ist, dann ist an die nicht zu verdammen. Und was Gott ihn nicht verdammt, er hat Jesus geschickt, um deine Sinn betonen. Und wenn du dort annehmen das, und du dort glaubst, dass Jesus sein Blut über die ist, Jesus sein Blut dir reingewaschen hat, wer wird die dann verdammen? Der Welt wird die um uns verdammen, weil du äußerlich bist, unnatürlich, das macht nicht Sinn. Hat nicht Sinn. Aber Gott wird die nicht verdammen, Jesus wird die nicht verdammen, weil du bist an Jesus. Das, was er sagt, dann ist nie nicht mehr zu verdammen und die in Christus Jesus sind. Und das ist, was das meint in Christ sein. Das meint das Unternehmen, dass Jesus für meine Sinn gestorben ist, dass Jesus an mir ist und ich an ihm sein. Und das kriegt den zwei Unternehmen, ist ein Kind, das annehmen. Sie ein Kind, das ist das interessante Ding von kleinen Kindern. Some von uns haben mal ein kleines Baby gehabt, nicht? Hast du mal von einem kleinen Baby gehört, was sie wundern, wer ist meine Mama? Wer ist mein Vater? Ich kann mir das nicht annehmen, dass du mein Vater bist. Gerade die Kinder würden vielleicht noch mal so wünschen, ich wünsche Jan wie mein Vater, Jan wie meine Mama. Weil wir uns sagen, dass unsere Kinder nicht brauchen, so wünschen nicht. Aber ein kleines Kind, was kann man den zwei denken, ja? Dann nimmt er plötzlich an, dass es geboren ist. Das ist mein Vater, das ist meine Mama. Ich meine, wir sagen, kann er denken, nicht? Aber das plötzlich das lebt, das ist das plötzlich nicht. Das, wenn ich so krieg, glauben ist, aber das hat vielleicht bitte sein, dass wie Gott, das meint annehmen, Gott ist mein Vater. Jesus ist für mich gestorben, wie das kann annehmen. Das ist es dort, wirklich so. Ich sage Jesus, ich gehe hier zu Jesus, er hat mich reingewaschen. Ich sehe an Jesus, das ist ein Weich von der Bibel, das Fertig sein wird, an Jesus zu sein. So, wir sind an das Gebiet. Du weißt die Geschichte von Noah, nicht? Gott sagt mal zu Noah, ich weiß nicht, ein Farmer wie, was immer wir. Aber Gott sagt zu ihm, hey, du musst eine Arche bauen, dann wird es sehr regnen, aber fertig gut in der Arche, dann will ich nicht umkommen. Und dann roep ich alle Menschen dan aan dat die zullen in de arche aankomen. Dat wordt zij reinen worden, omkomen. En zo Noah bij de arche en hij ging dan aan. Dat grote schap. En dan van het zij aan te reinen. Maar Noah weer aan de arche baan. Omdat dat niet iets wil zij dat reinen deed. Omdat wat het aan zijn schuld was om al zijn geschwister en alles wat er omkomt deed. Buiten wat hij gewist en wat aan zijn zware dag was en dienstig. Maar voor zichzelf en voor zijn familie. Ze werden aan de arche baan. Ze werden geraad. Van God geraad. En dat is ons geloven als van wie aan Jezus zijn. Dat is in ons geloven. We geloven dat Jezus voor ons gestorven is. Voor onze zinnen betoeld heeft. De Bibel noemt dat dan zijn we aan Jezus. Hij woont aan ons. En we wonen met hem top. We leven met hem top. Wir sind frei, wir haben Frieden. Dann sagen wir an Jesus. Und die Bibel sagt hier dann, als an nichts mehr zu verdammen. Der Stamm, was an die non kommt, dass wir an Offenbarung reden, was die Brüder immer verdammt hat, das meint die Christen, dass die immer ganz Tag nach verdammt, das hat keine wirkliche Kraft an uns, wie das, was ich da nur horchen da will. Und mir ist nicht verdammt. Jesus hat mich frei gemacht. Wenn Jesus sagt, dass ich rein bin, wenn Jesus sagt, dass ich gekauft bin, wenn Jesus sagt, dass ich herrlich bin, wenn Jesus sagt, ich gehe hier zu ihm, wer kann mir sagen, wen Feind kann mir sagen, dass das nicht so ist? Keiner. Das ich sagen, an Jesus, am Glauben, das nicht zu verdammen willst. Nicht, weil ich sein vollkommen geworden, aber weil Jesus meine Sinn hat, für gewaschen. Dat we zo niet te verdammen als wenn Jesus mir reinwaschen dat,
dann sehe ich ganz rein. Ist das nicht, was die Bibel sagen hat? Wenn Jesus die frei merken lässt, dann bist du wirklich frei. Das ist, was er meint, in Christ zu sein. Das ist, was er meint, wahre geboren zu sein. Das ist, was er meint, an Jesus zu sein. Dann hast du an die nichts zu verdammen. Dann sagt er, die, was an Jesus sind, die leben nichts, ist das Fleisch verlangt, aber es ist der Geist verlangt. Okay, so, was das Fleisch von die verlangt, alle weiß ich nicht. Viele Dinge verlangt das eben rein von uns. In some Dingen verschieden. Was immer die Dinge sind, was das Fleisch von die Physik zu verlangen, ist das erstmal ganz perfekt zu sein. Viele Menschen, die haben sehr mit den Bällen, und ich sage ein von denen, das muss ganz perfekt sein. Man kann so eine Botschaft predigen, dass mir das auch wird gut sein. Oder ich habe mal wieder mal alle Dinge reich tun, mal das mal ja reich sein, mal das alles reich tun. Das Fleisch verlangt das. Weil Gott sein gesagt hat, mir das tun. Gott will haben, ich soll. Aber wenn ich an mein gestaltet sein, ich versuche sehr ganz selbst reich zu tun, das ist im Fleisch nur leben. Es sind viele verschiedene Dinge. Großstellen, oder mich selbst zu nichts merken immer. Das ist alle im Fleisch nur leben. Mein Fleisch nur gehen, alles tun, was mir ankommt. Nee. Das ist ein Mensch, der keine Kontrolle hat, nicht so. Das ist nur Fleisch nur leben, das Fleisch verlangt. So, du hast genug, du hast eine lange Liste, was du weißt, was das Fleisch wird von dir verlangen, wenn du das nur jüngst. Einer, was an Jesus ist, der lebt nicht nur. Der hört diese Dinge, der sieht diese Dinge, der verlangt, komm manchmal. Aber er lebt nicht nur. Er jährt nicht den döden Körper heran. Das ist das elende Wrack, was Römer 7 von reden. Einer, was an Jesus ist, der jährt nicht das elende Wrack heran. Der jährt nur Jesus. Das ist, was er sagt. Aber so ist der Jesus dort verlangt. Und Levi ist der Jesus dort verlangt. Gott sein Jesus. Wo verlangt er, dass wir so leben? Wenn wir an Jesus sind, dann Levi ist der Jesus dort verlangt. Weil das erste Ding, ich habe das schon an Offenbarung gesagt. Wir glauben an Jesus sein Blut. Wir glauben an Jesus sei wie herrlich. Und Jesus sei wie rein. Und Jesus sei wie Frie gekauft. Das ist das größte Part davon. Wir brauchen nicht mehr uns bekümmern an die Sache. Wir können uns freuen dafür. Wir können Dankeschön sein. Da muss sein, was es hier wieder sein wird von einem Geistleben. Das ist der Geist verlangt. Der Geist, der durch Christus Jesus Leben gibt, hat mich in die durch sein Gesetz von der Sinn in den Tod sein Gesetz frei gemacht. Der Geist wird an Jesus Leben geben. Wenn du Jesus annehmen und du Jesus hast angenommen, dann wirst du das antworten, dass du hast ein Leben gekriegt, als was du euer nicht hast. Weißt du, von was ich rede? Something established, ja nicht krank zu sein. Wir würden vielleicht alle verschieden sein, was das ist. Aber das ist ein Leben, das angefangen. Und wenn wir an das denken, dann ja, das ist something, was schön wird. Das ist something, was immer friedlich ist, something, was immer schön wird, wenn wir an Jesus denken. Das ist ein Part davon, das ist wieder sperren. Ein Part von ist wieder sperren. Leben. Wir wollen, das Leben wird immer durchbleiben, das wir schon 1. Petrus lesen, dass Gott wird uns bewahren und Gott wird immer an uns schaffen. Wir haben ein Leben gekriegt und Jesus hat uns abgeweicht. Wir können die Bibel nicht auf einmal anfangen zu verstehen. Wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir von der Bibel lesen, auf einmal reden, auf einmal fängt uns Sinn zu merken. Nicht weiß ich, nicht kann ich verstehen. Das meint, dass Gott hat die Ehren abgemerkt. Die fangen an Glauben zu kriegen, die hast Glauben. Was das Gesetz nicht tun kann, willst du durch das Fleisch geschwagt wird, dort tut Gott. So das Ding, was wir selbst nicht genug kommen, dass das Gesetz uns schwach macht, das Gesetz lehrt uns, du kommst das nicht nur. Da wird du überbleiben, da wird wir schwach werden, wie das Gesetz uns lehrt, dass wir schwach werden, dort tut Jesus. Er macht uns frei, er merkt das vor sich. Er schickt seinen Sinn an die Menschengestalt als ein Opfer für die Sinn und verdammt die Sinn am Fleisch. Gott sagt das vom Himmel. Guck mal, das ist, was die Menschen tun. Adam und Eva versündigen sich
En jongens verzinnen zich, en Abraham verzinnigt zich, en al die mensen die zingen alle. Waar we dat doen. Dat is niet dat hij dat niet wist, wat hij dat wil, maar hij sagt dat. Hij schickt zijn Zoon Jezus naar de Erde, om ons vrij te maken, om ons rein te maken, om ons een weg wijzen, waar we kunnen rein zijn van de zin, en waar we kunnen hoopning hebben, im Himmel te zijn, eeuwig leven te hebben. Hij schickt zijn Zoon aan de mensen gestalt. Dat is wat bij de Weihnachtsgeschichte had, dat is wat we, tot Jezus als een baby geboren werd, dat Gott mögt sich je Menschen gestalt, en dan leidt hij zich Chrétien, dat is wat meint man Opfer. Hij leidt zich Chrétien, hij heeft zich als een Opfer für die Sünd, en verdammt die Sünd am Fleisch. Hij kwam am Fleisch aan, en als hij am Fleisch weer, verdammt hij die Sünd. Hij deed ganz weg met dat Elend, met de Duisternis. Hij heeft ons betoeld. En hij geeft ons een nieuw leven. Hij geeft ons een hoopning. En hij zegt, wanneer du mij onneemt, bist du niet meer verdammt. Dat het aan ons kan voorgebracht worden, wat dat Gesetz verlangt, dat we niet zo leven als dat Fleisch verlangt, maar zo als de Geest dat verlangt. Okay, ja, dat Gesetz, wie wir nicht nu gekommen. Kommen wir von der noch nicht ganz nu. Aber Jesus, wenn wir den Geist nu gehen, wenn wir anfangen, Jesus zu gleichen, wenn der Heilige Geist an uns lebt und wir Zeugen tun, wenn wir das nicht an uns leben zu tun, als das um Gott zu tun, er fängt seine Herrlichkeit, wenn wir Jesus annehmen, dann sind wir für Gott herrlich. Das ist nicht mehr zu verdammen an uns. Weil wir wissen, dass Allah Gott, wir haben ein Ding zu schaffen. Und dort ist das Part, was Gott uns hilft, das Gesetz völlig zu merken, vollkommen zu sein, weil der Leib ist stärker als das Gesetz. Selbst wenn die Bibel sagt, dass wenn wir Gott sind von ganzen Herzen und uns Nächster ist uns selbst, dann kommen wir das ganze Gesetz nur. Und das ist, der Leib trifft auch der Angst rein. So, der Leib hat viel Dinge. So, wenn wir Gott Leib sind, wie das auch weiten, dass Gott uns gleichen hat, dann sind wir an der Leib. Und wenn wir so faster und brennender wie an der Leib sind, wackerer wie an der Leib sind, so viel, wenn ja das uns diese andere Geschichte ut, und dass das von selbst ist nicht das ganze reichste Wort. Aber das Gott sein Geist, der fängt an uns zu arbeiten, und die Frucht vom Geist, was die Bibel von lernt hat, Friede und Liebe und Geduld, und die Dinge, was wir in Galater 5 finden, die fangen an uns stärker zu werden. Hast du so befangen in dein Leben? Wenn du wacker bist an Jesus, stark im Glauben bist, du beschäftigst dich an Gott seine Dinge, die Dinge, die werden von selbst, nicht das reichte Wort, aber die werden stärker an die. Die fangen an, Ritter zu spreiden. Wenn ich nicht nur gut, dann fange ich an, kalt zu werden und eierlich zu werden, und dann kann ich an Jan, das jetzt wraken. Nicht? So, Jesus hat uns frei gemacht, und am Geist wie ganz vorig. Und wenn wir dort bleiben, wir dort wacker halten, sein Geist schafft an uns, dass wir wiederkommen, auch so wie jeder Tag gehen, und dass das auch wiederkommt, dass das auch wachsen wird, und dass der Geist stärker worden wird an uns. Vers 5 sagt, die noch fleischlich sind, beschaffen sich mit dort zum Fleisch gehört. Die aber, die den Geist haben, mit Dingen, die vom Geist kommen. So ist eine gute Frage. Mit was beschäftige ich mich durch den Tag? Sinn und Freitag oder Montag. Ein Ding sagt, mit was merke ich mich Druck? Ding, was zum Fleisch gehören, oder Ding, was zum Geist gehören. Wir machen alle schaffen, wir machen alle Frühstück merken, wir machen alle abwaschen, wir machen alle Paycheck um 3,5, nicht? Das ist nicht das Fleisch nur gehen. Bitte ich das einsinnig da und in Arbeit da sein. Nur Fleisch nur gehen, das meint einsinnig zu sein, das meint fleischlich zu sein, das meint ein Sinnleben, das meint ein Düsternisleben, das meint gegen Gott zu sein. Wenn ich meine sinnliche Verlangens nur gehen, das ist nur Fleisch nur leben. Die, die am Fleisch sind, die leben nur Fleisch. Aber die, die am Geist sind, die
leven im Geist, die gehen im Geist heran. Die Dinge, was Gott sind, die Dinge, was Gott lehren hat, die Dinge, was im Glauben sind, die Dinge, was vom Geist kommen. Wer sich bloß mit das Fleisch beschäftigt, für dem meint das der Tod. Wer aber den Geist hat, für dem meint das Leben in Frieden. Hier steht ein Zeugnis, ging schein, wir in einem Frieden, wir leben, das ging schein. Da meine ich, dass wir immer, wenn wir Christen sind, wir haben viel kämpfen. Da meine ich, dass das immer wird schein gehen. Aber zwischen uns und Gott, ja, das dann schein. Dann haben wir Frieden in Ferten auch anders. Wir kommen da noch an. So, was gehe ich nur jeder Tag? Mit was beschäftige ich mich? Da war ich mich mit beschäftigen, da um Fleisch nur, oder um Geist nur. Das sagt mir viel über, was ich über Gott denken da, wo ich an Gott non checken da. Wenn ich an Gott im Glauben non checken da, dann beschäftige ich mich mit dem Geist. Aber wenn ich nicht Gott glauben kann, wenn ich mir unsicher sein über ihn, oder vielleicht mutwillig nicht für ihn leben da, dann beschäftige ich mich mit dem Fleisch und dort führt zum Tod. Die noch im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wenn du nicht glauben hast, dann kostet dir nicht Gott gefallen. So brauchst du das euch versehen, wenn du kostet euch. Wenn du was an Gott sein, wenn du was mit Gott gehen, wenn du was Leben haben, wenn du was Frieden mit Gott haben, dann musst du glauben haben, dann musst du am Glauben, was er sagt. Aber die sind nicht im Fleisch. Der dritte, die was an Christus sind. Die sind nicht im Fleisch. Die sind im Geist. Wenn Gott sein Geist wirklich an ihnen wohnt. Wenn aber irgendwer nicht Christus seinen Geist hat, der ist dann auch nicht einer von der Sinne. Und wenn Christus an ihnen ist, in der Körper dann auch durch den Sinn tot ist, so lebt ihr Geist der Gerechtigkeit holen. Aber wenn dem sein Geist an ihnen wohnt, der Jesus vom Tod abwog, dann wird der Christus Jesus vom Tod abwog, jene stoffliche Körper auch wieder zum Leben bringen, durch seinen Geist, der an ihnen wohnt. So wir weiten dort, dass wir Gott seine Kinder sind, wenn wir nur im Geist nur gehen, und der Geist an uns schaffen hat, und er bringt uns wieder, und er lehrt uns. Das ist ein Zeichen von, dass wir an uns weiten, dass wir am Geist sind. Aber wenn wir da nicht von anweiten, der Geist nicht zu uns reden hat, und der Geist uns nicht lehren hat, dann weit wir, dass wir sind am Fleisch. Und wir haben nicht das ewige Leben. Aber wir können das haben, wir können das kriegen, wenn wir im Glauben an Jesus gehen. Und wir am Segen von ganzen Herzen. Er wird sich wiesen zu uns. Vers 12 sagt, wir wollen nicht vor ich merken von der, und Vers 12 sagt, Brüder, dann ist das nicht so. Schuldner sind wir, aber nicht um Fleisch, dass wir nur leben müssen. Wenn du im Geist bist, wenn du an Jesus bist, dann musst du nicht nur das Fleisch nur leben. Du brauchst nicht, du musst nicht. Einer wird nicht in Christus ist, einer wird nicht betiert ist, der muss um Fleisch nur leben, weil es auf keine andere Route ist, nicht das wird. Aber wenn du an Jesus bist, dann musst du das wählen, dass du was und du kannst an Jesus, du kannst in Jesus gehorsam sein. Wenn Jesus leben ist, das Fleisch verlangt, muss je sterben. Aber wenn je durch den Jesus das sind je in jünd dort merken, wo je leben. Die von Gott seinen Geist gelehrt worden, sind Gott seine Kinder. So das sagt er, das ist klar, dass wenn Gott seine Kinder, die lassen sich von seinem Geist leiden, die gehen am Hängeran, die lassen sich lehren, die fallen an, die glauben an ihm, die glauben sein Wort. Die haben nicht ins Glaubengeist gekriegt, dass die ihn fürchten müssen. Die haben einen Geist gekriegt, durch den Gott ihn annimmt als seine Kinder und die am anrufen als Führer, lieber Führer. Der Geist selbst gibt unseren Geist das Zeugnis, dass wir Gott seine Kinder sind. Das ist ein sehr schöner Vers.
wenn wir das können glauben und annehmen, dass wir Gott seine Kinder sind. Wir haben nicht ins Glauben jetzt gekriegt, dass wir motten das Fleisch nur gehen. Wir haben nicht ins Glauben jetzt gekriegt, dass wir motten Gott gehorsam sein, dass wir alle nur kommen. Wir haben ein Yes gekriegt, wo dann nur hergerufen und sagt, Führer, mein lieber Führer. Und wir gleichen am als uns Führer. Und wir gehen am Hingeran, wir versuchen am gehorsam zu sein, als uns Führer. Was uns sei Gott ist, und dem wir sei gleichen. Und wenn wir dort den Relationship haben, dort fällt Gott sein Gesetz an uns. Sind wir über Kinder, dann sind wir auch Gott seine Orben, in Christus seine Miterben. Das ist, wenn wir mit am Tod leiden, dass wir auch mit am Tod verherrlicht worden. Sonst war das Trick, was an Jesus sein. Ja, das kann uns viel kosten. Das kann uns sehr viel kosten. Aber wenn wir an Jesus sind, dann sind wir in Orb mit Jesus taub. Some von uns haben vielleicht ein Teil aufgehört. Some von uns haben vielleicht ein Teil aufgehört am Kommen, oder vielleicht haben wir müssen Teil aufgehört aufgeben, oder einmal, wie weit man aufgehört ist. Hör ich mal nur das. Wenn du an Jesus bist, dann bist du Jesus sein Bruder, Jesus seine Schwester. Und dann wirst du mit Jesus taub oben. Wenn Gott dir schwört, aufgehört aufdeilen, dann wirst du mit Jesus taub oben. Und dann sagt der 1. Petrus wieder sagen, naja, hier gehen wir durch sehr schwere Prüfungen durch manchmal. Aber das macht wie Chavi, nicht wie Martin. Wie kann das klar haben, dass ich an Jesus sein Bruder, ich Jesus seine Schwester, ich war mit einem Taub oben ein davon. Am Himmel ist was aufgehört uitgedacht worden. An den Kranz, an der Riese, an ich auch mit Jesus taub. So, was wird dort alles sein? Weiß ich nicht. Aber von der an, als die aufgeht, dass die Kost Gott ist, den Leiber Führer an. Und heute an die ist den Leiber Kind, mein Sohn, meine Tochter, mein Bruder, meine Schwester. Der Jesus sagt uns das, wie wir hier unter Gott. Wir uns frisch holen dort, wir uns nicht ängsten, wir uns nicht schwor merken. Es kommt darauf an. So ein Wort verwechseln wir uns, ein Wort bühe ich mich ab, oder ein Wort bühe ich mich durch, wenn wir so sein. Riet ich mich als Doel, bühe ich mich ab im Glauben. Wir haben einen großen Unterschied. Weil wir Gott im Glauben annehmen, weil wir uns abbühen im geistlichen Ding, da wird uns stark merken, weil wir das klar halten, dass wir in Christus sind, oder weil wir uns das klar merken, soll ich sagen. Vielleicht hast du das klar, und dann werden wir uns an der Riene stellen. Und ich habe dort weiten, dass wir an der Riene sind, Gott mit Jesus taub zu orben im Himmel. Das keine Verdammnis über uns ist. Und Gott sei wie ganz frei, ganz rein. Und dann haben wir Frieden. Und wir sind geläuft von ihm. Aber wir beten. Himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du uns lehren lässt. Dankeschön, dass du uns als dein Führer anbieten lässt. Ich bete, wenn hier von der und wer ist, und wer zuhören hat, wer ein Verlangen hat, Gottes ein Führer zu haben. Wer ein Verlangen hat, von Gott geläuft in euer Namen zu sein. Ich bete Gott, dass du uns helfen, sein halb Glauben zu haben, halb merkt ihre Augen auf, das Unternehmen im Glauben. Gib uns den Geist, stark zu sein im Glauben. Die Prüfungen, die wir jeden Tag durchgehen, ist das erst das Fleisch nur gehen, oder ist das Angst ist, oder ist das anders bis schwere Tiden sind. Was immer die Prüfungen sind, help uns nur im Geist nur zu gehen, help uns stark zu merken im Geist, help uns die unteroben als uns Führer. Fall uns mit deinem Leib an, mit deinem Geist,
dat die Frucht, wat der Geist geben der, dat die wird kan an uns sein und dat die Menschen rammen uns dat auch werden anwollen. Dankeschön für die Freiheit, was wir haben, die nicht das Gesetz nur zu gehen, aber den Geist nur zu gehen, den Geist von Leib und angenommen sein von die, der Geist von Glauben. Ich bete, dass die uns alle stärken und dort halten zu verstehen, was uns fehlt hat. Jesus in Namen, Amen.